Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl! Leute! Ich brauche gerade ein bisschen Pause vom Reini. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier mitten rein hochlade, wann ich es hochlade. Aber ich habe Bock, ein Video aufzunehmen. Und ich habe jetzt viel Reinis Meinungsvideos und das letzte hat mich erwägen angemettet. Ich brauch Abwechslung, obwohl, ne, vom Mettwerden hier könnte das Thema höchstwahrscheinlich auch schwierig werden. Sehr schwierig. Denn ist mir empfohlen worden, ich habe normalerweise überhaupt gar keinen IQ, was über die Bubble angeht. Ich schaue mir Videos von GNU nicht an. Wir schauen uns heute ein Video von GNU an. Das allererste Mal, dass ich mir ein Video von GNU anschaue. Und es geht ums Thema Fremdgehen. Ich habe hier eine halbe Stunde Video gemacht über das Fremdgehen, das ist mir empfohlen worden. Ne, da hat es geheißen, hey, du bist doch hier, ne, Meinungsding. Hör es doch mal. Und dann schaue ich mir das jetzt mal an. Richtig. Wie gesagt, keine Sorge hier, Drahi seine Dulli-Meinung etc. bla bla. Ne, es wird weitergehen, Drahi Dulli-Meinung. Ne? Wir waren ja noch nicht bei den Meinungsvideos, die ich vorher schon kannte, ne? Der Aschenbecher und dergleichen. Und das müssen wir auf jeden Fall noch sehen. Ich glaube, was waren es, knapp über 30 insgesamt. Wir sind es bei 16 gewesen, glaube ich. 16 oder 17. Also knapp Halbzeit sind wir. Das ist doch schon mal gut. Aber Hochzeitkehrer, Sommermeere. Reißt euch halbe auf. Mir ginge einer in offensichtlich das Thema Untreue. Bevor wir reingehen, kurzer Disclaimer. Auch ich habe in meiner Jugend mal den Fall gehabt, dass ich untreu gewesen bin. Möchte ich glasklar, ich bin hier nicht die absolute moralische Instanz, die sagt hier, ist mir noch nie passiert. Ist mir passiert und ist immer räudig. Ne? Es ist immer räudig. Ich nehme an, dass hier auf zweierlei Art und Weisen, wie das passieren kann, eingegangen wird. Ne? Das eine ist so, wie es bei mir passiert ist. Ne? Gehen, ihr kennt es. Ne? Gehen oder Konzerte oder was für Partys. Und man hat einen gelötet. Keinerlei, ne? Keine Entschuldigung dafür, sondern wie es halt oft passiert. Ne? Man hat einen gelötet, eins führt zum anderen und ne? Am nächsten Tag denkt man sich, Dreck, was für einen Dreck habe ich hier wieder. Das ist immer noch massiv räudig. Ich finde aber, es liegt nochmal eine Schippe Räudigkeit drauf, wenn die Leute das tatsächlich geplant machen. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn so eine Affäre praktisch nicht irgendwie ein Seitensprung aus dem Affekt raus ist, irgendwie, ne, wenn man zu viel getankt hat auf irgendeiner oder sonst was konsumiert und auf irgendeiner Party abgestürzt ist, sondern wenn man sich tatsächlich bewusst, nüchtern jemand anderes sucht, um zu bimsen und das dann über einen längeren Zeitraum macht. Das, finde ich, ist nochmal, wie gesagt, das ist beides räudig, aber das ist nochmal Premium-Räude. Nur um das kurz als Disclaimer zu haben. Wie gesagt, bei mir waren so Ausrutscher-Dinge. Ich bin ehrlich zu euch, Leute. Ich bin mit Mitte 20 erst aus der Pubertät rausgekommen. Ich war legit einfach 15 Jahre hart am Pubertieren. Ich habe einfach nichts anderes im Kopf gehabt, auch eine Zeit lang. Ne? Ist traurig, aber wahr. Aber nichtsdestoweniger. Das Video heißt, ich musste für 24 Stunden meine Moral wegwerfen. Ich verlinke euch hier den Kanal von ihr unten in der Videobeschreibung, wenn ihr das Video ohne mein dummes Gelaber sehen wollt. Dann schaut da mal vorbei und guckt euch das da an. Ob ich eine ne, Like- und Follow-Empfehlung da lassen kann, das kann ich noch nicht beurteilen. Wie gesagt, ich kenne den Content von der Frau nicht. Ich weiß nur, dass es sie gibt. Ich habe mal ein paar Werbungen mit der gesehen. Und ich habe es halt jetzt in dieser Mauki-Thematik da irgendwie mitgekriegt, dass sie da auch irgendeine Rolle gespielt hat. Aber hey, Wayne, ja?
Ob man dem Ganzen ein Like oder eine Empfehlung geben kann, ich werde es euch am Ende des Videos sagen. Jetzt, wenn man lang umeinander hockt, euch her, Sommermeer. Reißt euch Häube auf, denn mir ging einer, oder auch nicht, je nachdem. Leute, let's go. Ich habe einen Tag lang das Leben anderer Menschen zerstört. Ich soll dir von der sagen, dass du... Keine Ahnung, das scheint ja schon länger irgendwie... Also so ein Video müsste ja eigentlich schon länger auch in der Mache sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier vor diesem aktuellen Shitstorm auf Social Media aufgenommen wurde, weil es könnte ein Satz aus dieser Animauki-Thematik sein. Du deine Sachen abholen kannst. Oder vielleicht auch gerettet. Von Telefontrennungen bis zum Lockvogeleinsatz. Ja, keine Ahnung, wenn ich bin der Meinung, wenn Leute so Affären aufdecken, ist da überhaupt nichts Verwerfliches dran. Ja, wenn jemand vollkommen gar keine Ahnung hat, dass er von vorne bis hinten beschissen wird und komplett blauäugig hier sich denkt, boah, ich lebe die beste Beziehung, dann ist das zwar, es wird der Person fürchterlich wehtun, aber das ist notwendig, da den Leuten reinen Wein einzuschenken, wenn man davon weiß. Und ganz ehrlich, da sehe ich auch dann die, da ist es dann auch Wayne, da zählt dann nicht irgendwie sowas wie, ja, Petzen etc. Ne? Natürlich, keine Ahnung, wenn man keinen Bezug zu den Personen hat, nur die flüchtig kennt, würde ich mich jetzt auch raushalten, aber keine Ahnung, wenn es die beste Freundin ist oder sonst irgendjemand, ne, aus dem näheren Bekanntenkreis, dann sollte man da schon was sagen. Lockvogeltest. Nein, Ja. ich hab's dir schon geahnt. In einer Alibi-Agentur ist Lügen ein Vollzeitjob. Also, ich brauche ein bisschen Urlaub von meiner Beziehung. Ich bin mit purer Abscheu in dieses Thema reingegangen und dachte, das wäre der Moment. Ich brauche ein bisschen Urlaub von meiner Beziehung. Digga, dann mach Schluss. Ja? Dann mach Schluss und bleib Single, Digga. Ich brauche Urlaub von meiner Beziehung am Arsch. Ja? Es ist aber auch inzwischen, glaube ich weiß nicht, ob das früher weniger aufgefallen ist, weil es Social Media und dergleichen nicht gab. Aber ich habe zunehmend das Gefühl, dass so eine nach mir die Sintflut-Mentalität bei den Leuten eingedrungen ist, weil sie ein vollkommen überzogenes Anspruchsdenken haben. So, was ihnen zusteht und was nicht. Da habe ich schon das Gefühl, dass er sagt hier, dass die Leute heutzutage auch egoistischer sind als früher. Vielleicht redet hier der alte Mann wieder vom Krieg, aber dass Leuten ihr Leben lang eingetrichtert wurde, so du bist das höchste Wesen, der beste Mensch. Grüße gehen raus an die besten Menschen, zumindest wenn sie sich selber dafür halten. Und du hast das schon verdient und wenn du da ein Bedürfnis hast, dann ist das schon okay. Ne? Scheiß auf alles andere und vor allem auf deinen Partner. Also ich glaube, dass da viele Leute mit diesem Mindset durchs Leben gehen und da auch überhaupt gar kein Unrechtsbewusstsein haben. Ne? Die sich denken, nee, ist halt so. Ne? Bumst sich zu Hause nicht mehr so schön, so dann macht man das halt woanders. Aber Beziehungen deswegen beenden will man da auch wieder nicht, ne? Weil man profitiert ja irgendwo dann auch. Also ich glaube, dass da schon viel räudiges Verhalten unterwegs ist. Moralische Tiefpunkt meiner Karriere. Warum ich aber am Ende des Tages vor der Kamera sagen musste, ich verstehe das erfahrt ihr jetzt. Sicherlich fragt ihr euch jetzt, was das jetzt für ein Video wird, denn gerade ich habe ja leider die Erfahrung gemacht und weiß, wie es ist, wenn der Partner einen betrügt und ein heimliches Doppelleben führt. Dennoch habe ich mich trotzdem immer selber gefragt, was treibt Menschen eigentlich dazu, anderen so etwas anzutun? Als ich letztens erst zusammen mit euch eine Dokumentation über... Weiß nicht, Egoismus wahrscheinlich. Wie gesagt, ist jetzt meine Auffassung, wenn ich rausfinden würde, dass meine Partnerin mich betrogen hätte, fände ich es weniger schlimm, wenn es in so einer Party-Affekt-Situation passiert wäre, als wenn es wirklich irgendwie, keine Ahnung, geplant und am schlimmsten noch über einen längeren Zeitraum oder sowas war. Weil das habe ich auch schon erlebt und das ist nicht cool, wenn du das dann irgendwie nach ein paar Monaten rausfindest. Und dementsprechend Doppelleben angeschaut habe, haben ein paar von euch mich auf etwas aufmerksam gemacht.
Ah ja, und im Übrigen für den Fall, dass sich das für euch alles hier so ein bisschen weird anhört, ich habe die Nummer auf 1,25 gestellt. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, weil das ganze Video dauert über eine halbe Stunde und ich wollte hier jetzt nicht den ganzen Freitag da sitzen. Miss Gusi, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Denn laut einigen von euch gibt es da draußen Alibi-Agenturen, die genau solche Lügen professionell unterstützen. Und da wurde ich neugierig. Als ich mit meiner Recherche startete, landete ich immer wieder beim selben Namen. Ja, okay, also Agenturen, die dann speziell, wo du die Leute dafür bezahlst, dass sie dir ein Alibi geben, damit du fremd. Ich glaube, das ist Endstufe deren Sprossverhalten. Ne? Egal ob männlich oder weiblich, das ist das Endstufe. Wenn du eine Agentur beauftragst und sagst, hier Leute, könnt ihr mir klar machen, wenn meine Mulle da irgendwie Lunte riecht, dass ihr sagt, ja, Ibims, der Kari, freilich war der mit mir beim Fußball schauen oder so ein Scheiß an dem und dem Tag. Und zwar den Alibi-Agenturbesitzer Stefan Eiben. Seine Webseite verspricht direkt auf der Startseite, hier beginnt die Freiheit. Und das Angebot an Alibis scheint wirklich grenzenlos zu sein. Nee, fühle ich überhaupt nicht. Fühle ich überhaupt nicht, habe ich überhaupt kein Ding dazu. Dort kannst du unter anderem Fake-Trauer- oder Hochzeitsgäste buchen oder Schauspieler, die dich wie ein Star auf der Straße erkennen sollen. Auch ein Sündenbock lässt sich für all deine Probleme dort finden und einen Doktortitel gibt's gleich oben drauf. Soll es nicht geben dürfen, solche Agenturen. Sag ich euch, wie es ist. Das ist. Auch seine enorme Medienpräsenz hat mich sehr neugierig gemacht, denn er hat sehr viele Interviews gegeben, Podcasts und hatte auch sehr viele TV-Auftritte. In 20 Jahren ist noch nie ein Alibi geplatzt. Wir geben Alibis. Also dann haben wir das Programm. Ihre wasserdichten Alibi. Digga, aber ich frage mich, ist der Dude verheiratet? Ich weiß es nicht. Wenn ich dem seine Partnerin oder Partner wäre, ich könnte dem nicht vertrauen. Ne, weil, wie kommt man auf die Geschäftsidee, Digga? Wie wird man wohl auf diese Geschäftsidee gekommen sein, dass man sagt, wäre das nicht gut, wenn es da jemanden gibt, der so professionell Alibis macht für so, ne, Ding, wenn man da so einen Seitensprung oder eine Affäre hat? Vielleicht selber einfach erwischt worden, dann dumm dagestanden und gedacht, verdammte Axt, wenn ich da ein besseres Alibi gehabt hätte, also dann hätte ich den ganzen Train noch weiterfahren können. Zum Oktoberfest zum Beispiel, das ist dann Hochsaison, dass viele Männergruppen sagen, hey hier, ich kann nicht mit oder ich brauche irgendwie einen beruflichen Vorwand, ich muss von der Firma eingeladen werden. Er betont dort vor allem auch immer wieder, dass seine Fälle absolut nachvollziehbar seien und Fremdgeher eigentlich die wenigsten seiner Kunden sind. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie gesagt, wofür man die Alibis dann sonst, die haben es gerade vorhin noch aufgezählt, aber mir ist schwierig vorstellen, oder? Außerdem macht er klar, dass er den Menschen in erster Linie einfach nur helfen will. Ich hatte tatsächlich zu all diesen das sind immer diese Menschenfreunde. Ja? Und warum hast du deine Geschäftsidee? Ich wollte ja nur den Menschen helfen. Ich bin ja so ein großer Menschenfreund und dann habe ich mir gedacht, wie kannst du was zurückgeben? Vollkommen altruistisch, ne? Genau, da ging es nicht drum um Geld. Dass man mit der Nummer wirklich wahrscheinlich Haufen Zaster machen kann. Weil ich nehme stark an, dass gerade Leute, die halt irgendwie viel Kohle haben, wo eine Scheidung aufgrund von Untreue vielleicht auch teuer werden könnte, sich denken, ja, bevor ihr alle hier das halbe Haus kriegt, zahle ich dem lieber 5.000 für so ein Alibi-Ding. Ne? Aussagen von ihm, sehr viele Fragen. Und mich interessierte vor allem auch, was arbeitet man eigentlich den ganzen Tag in so einer Alibi-Agentur? Und deswegen entschied ja, mehr oder weniger ist das Arbeitsprinzip nicht weit weg von dem, was Reini gemacht hat. Ne? Man lügt halt. Man lügt halt den ganzen Tag. Das ist so das Konzept hinter. mein Team und ich, ihn einfach mal zu kontaktieren. Doch erstmals erhielten wir wochenlang gar keine Antwort. Und dann kam tatsächlich die Zusage. Oh nein, echt? Also machten mein Team und ich uns auf den Weg. Und das nicht nur, um herauszufinden, wie es ist, einen Tag lang in einer Alibi-Agentur zu arbeiten, sondern um den Mann, der Lügen zu seinem Geschäftsmodell gemacht hat, direkt zu konfrontieren. Und um ihn vor allem die eine Frage zu stellen. Lügenlord. Das wäre doch was gewesen hier, nachdem der YouTube-Kanal weg war, dadurch, dass der Reini ist halt natürlich schlecht im Lügen. Das ist natürlich wieder ein Problem.
Ja, nachdem die Social-Media-Karriere gescheitert ist, hätte man ja auch einfach eine Alibi-Agentur aufmachen können. Ja, und dann, wenn ja, hallo Renate, ich bin Etzertler. Der Rainer, ja, dein Mo war den ganzen Abend bei mir. Ey, Mala. Die mir seit Wochen im Kopf herumgeht. Wie kannst du das eigentlich alles moralisch vertreten? Mein Name ist Stefan Eiden, ich bin 49 Jahre alt, gelernter Informatiker, aber jetzt Alibi-Profi seit 26 Jahren. Jasmin ist verständlicherweise wie viele andere auch sehr skeptisch unserer Arbeit gegenüber als Alibi-Agentur, aber ich bin mir sicher, am Ende des Tages wird sie vieles überdenken. Jetzt erzähl mal, also wie sieht jetzt eigentlich so dein Alltag aus? Also was machst du? Ja, wir vermitteln ja Freiheiten für jeden möglichen Anlass, egal. Wir vermitteln Freiheiten. Das war der räudigste Euphemismus des Tages auf jeden Fall. Was die Menschen zu uns kommen, wo sie nicht weiter wissen, wo sie ein bisschen Freiraum für sich benötigen, da helfen wir weiter. Und wir besprechen dann, okay, wie ist die Situation, was ist das Ziel, was gewollt ist. Die Situation ist letzten Endes, ganz ehrlich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Sag halt einfach, was Phase ist. Wenn ihr in eurer Beziehung sexuell nicht erfüllt seid, dann sprecht euren Partner an, schaut, ob ihr das irgendwie gemeinsam regeln könnt. Vielleicht seid ihr eines der wenigen Paare, wo so eine offene Beziehung tatsächlich funktioniert. Keine Ahnung, was da, aber das ist halt wirklich ohrreidig. Oder wenn du, keine Ahnung, irgendwo eingeladen bist auf eine Hochzeit oder hast keinen Bock auf eine Beerdigung zu gehen oder sowas, dann sag halt einfach, hey, keine Ahnung, Freier Abend sein, freies Wochenende, braucht jemand vielleicht sogar ein Doppelleben über viele Monate oder über Jahre, möchte jemand einen Sündenbock haben, um kurzzeitig sich aus einer Affäre zu ziehen, was auch immer. Und dann haben wir die passende Lösung parat. Alter, das ist nochmal Next Level Arsch-Aktion, oder? Braucht jemand einen Sündenbock, um sich aus der Affäre zu ziehen? Haben die mit Mauki zusammengearbeitet? Ist das so ein Ding gewesen? Das heißt nicht nur, dass die sich dafür bezahlen lassen, den Alibis zu geben für ihre eigenen Schandtaten. Nein. Die hängen es auch noch anderen an. Ja, herzlichen Glückwunsch, oder? Das ist ja richtig Peak. Da eine Alibi-Agentur ja dafür bezahlt wird zu lügen, wollte ich das Ganze rechtlich einmal einordnen lassen, ob bereits die Tatsache, dass man bewusst lügt und dafür bezahlt, strafbar ist. Ich bin Johannes Heisenberg, ich bin Rechtsanwalt und habe mich auf Strafrecht spezialisiert. Grundsätzlich ist es so, dass privates Lügen so lange erlaubt ist, solange nicht das Gegenüber dazu verleitet wird, sich selbst zu schädigen, im Rahmen von möglicherweise Vermögensverfügung oder Ähnlichem. Dann würde man in eine Betrugsstrafbarkeit kommen können. Da Stefan Alben in seinen Interviews auch immer wieder betont, dass die wenigsten seiner Kunden Fremdgeher sind, wollte ich also genauer wissen, warum genau Menschen bei ihm ein Alibi buchen. Der typische Fremdgeher, der plant das ja gar nicht. Der macht es einfach. Der geht irgendwie in eine Disco oder in eine Hotellobby, reißt sich was auf. Und die ganzen ersten Fälle, da ging es auch um völlig andere Geschichten. Angefangen von Krebskranke bis hin zum Schluss machen, bis hin zu, ich will mich einfach nur mit Freunden treffen. Alter, Schluss machen. Wenn du die Eier nicht in der Hose hast, selber Schluss zu machen, sondern ihn hier dafür beauftragen musst, so, dann solltest du vielleicht auch, das ist das Konzept Beziehung, vielleicht nicht das Richtige für dich. Na, dann ist vielleicht auch einfach hier diese ganz klassische professionelle Beispiel auf Dienstleisterei. Vielleicht ist das eher dein Ding dann. Ne? Aber ja, weiß natürlich selber auch sehr. Nee, und ich hätte gedacht, die räudigste Variante, um mit jemandem Schluss zu machen, ist per SMS oder WhatsApp. Nee, er hier. Sehr überrascht. Und was für emotionale und vor allem nachvollziehbare Fälle da noch auf mich zukommen werden, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Stefan aber hatte bereits den ersten Auftrag für mich. Also wir haben da, glaube ich, gerade einen ganz aktuellen Fall, für den du super prädestiniert bist. Einen Anruf, den du ausführen kannst. Und den üben wir gleich mal. Anruf an wen? Ja, es gibt nur eine Schlussmachergeschichte. Oh nee, aber... Ja. Da ist eine Frau zum zigsten Mal betrogen worden, 5, 6 Mal, und die will, dass wir den Partner anrufen und sagen, dass die Sache vorbei ist. Die Sache, die wir heute... Ja, aber auch das, warum? Warum? Alter, die Genugtuung würde ich mir nicht nehmen lassen, dem das so an Latz zu knallen. Aber keine Ahnung, es gibt natürlich viele Leute, die haben vielleicht irgendwie Schiss davor oder keine Ahnung, weirde Machtdynamiken in der Beziehung, das kann ja alles sein.
durchgehen, sind nicht die komplexesten, sind eher einfache Sachen, aber 100% 1:1 sind das die Sachen, die bei uns gängig sind. Am Anfang, damit er weiß, die Sache ist ernst, nur sagen, wir rufen von der so und so an, das ist die er selber heißt, dann weiß er sofort Bescheid, dann weiß er, das ist kein Spinneranruf, das ist immer ganz wichtig, dass wir es am Anfang denen klar machen. Ja, das kriegst du hin. Nein, das ist voll schrecklich, sowas. Aber ich finde das jetzt schon maximal unangenehm. Versetze ich nicht in seine Lage, versetze ich eher in die Lage von der Auftraggeberin. Ja, weil sie ist ja das 5., 6. Mal da irgendwie betrogen worden. Ja, keine Ahnung, geil wäre es jetzt natürlich, wenn der Typ, den sie jetzt anrufen, auch Kunde bei ihm ist. Okay. Und die haben einfach, sie hat einfach mehr bezahlt, Digga. Sie hat einfach mehr bezahlt. Ne? Sie sagt, hey, okay, wir haben ja die Nummer im System, der ist ja bei uns in der Kartei, rufen wir ihn mal an. Ah, sorry, du bist aufgeflogen, tut mir leid. Du bist aber heute Single. Sie will nicht mehr mit ihm reden, versetzt sich eher in ihre Sichtweise und dann fällt es ihr wahrscheinlich viel leichter, den Menschen anzurufen. Oh, es ist unangenehm. Was machen wir, wenn er nicht rangeht? Dann schreiben wir einen Text. Oh, ich geht ja nicht ran, geh nicht ran. Dann rufen wir nachher nochmal an. Geh nicht ran, geh nicht ran. Oh, er geht nicht ran. Gut. Hallo, ich soll dir von der sagen, dass du deine Sachen abholen kannst und zwar in der Deine Sachen liegen da vor der Tür und du solltest dich beeilen. Es regnet bald, du brauchst auch gar nicht bei ihr zu klingeln oder sonst irgendwas, die ist nicht zu Hause. Super. Der Arme. Also ich sollte jetzt kein Mitleid haben, Ja, aber irgendwie ist es so aber ist hart. der. Ich muss mich jetzt duschen gehen. Der wird schon wissen, warum. Nein, aber das ist so, also ich verstehe sie, ne, aber ich habe so das Gefühl, ich mische mich hier in etwas ein, was mich emotional gar nicht angeht und ich habe dann trotzdem, also das ist für mich komplett weird. Für mich war das Gespräch unfassbar unangenehm und ich glaube, Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das wäre mir auch unfassbar unangenehm. auch hier, dass es trotzdem wichtig ist, wenn von dem Ex-Partner oder Ex-Partnerin keine Gefahr ausgeht, eine Beziehung trotzdem selber zu beenden. Das finde ich allerdings auch. Da gebe ich jetzt 1000% recht. Ich bin der Meinung, auch wenn so Dinge passieren, die unschön sind, dass man schon, wenn der Typ offensichtlich Coco ist, ne, und euch und ihr wirklich Angst haben müsst, dass der körperlich übergriffig wird, okay, ne? Oder wenn es wichtig ist, Zeugen zu haben, auch okay. Aber so würde ich mal sagen, 0815-Situation von jedem x-beliebigen Dulli da draußen ist es normalerweise das Beste zu sagen, hey du, das und das ist mir zu Ohren gekommen, die und die Beweise habe ich gekriegt. Du bist ab heute Single, ich auch, ich will deine hässliche Fratze nie wiedersehen, verpiss dir. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Mir war es besonders wichtig, das Ganze nicht nur rechtlich, sondern auch psychologisch von der Paar- und Sexualtherapeutin Julia Bella Barber einordnen zu lassen. Ich halte also überhaupt nichts vom Auslagern. Nicht nur, weil es der anderen Person überhaupt gar keine Chance mehr gibt. Das halte ich für auf eine bestimmte Art und Weise einfach für feige, wenn man so will, sondern auch. Ja, es nicht Chance geben, weil wenn einer offensichtlich, wie es hier gerade hier 6, 7 Mal fremdgegangen ist, das offensichtlich auch System hat und man weiß, okay, nee, das kann man nicht akzeptieren, das kann man nicht verzeihen, da ist das Vertrauen im Sack und die Beziehung dadurch automatisch beendet, dann brauche ich dem auch keine Dinge mehr geben, um sich rechtfertigen zu können. Also wenn du es 100%ig weißt, ich wäre trotzdem noch dafür, der Person das selber ins Gesicht zu sagen, aber dem eine Chance zu geben, weiß ich nicht. Auch wenn man ja selber lernen möchte vielleicht, ja, Dinge gut zu einem Ende zu bringen. Dazu gehört ja auch das ganze Thema Ghosten und so weiter, ne? Also das ist tatsächlich, glaube ich, generell so ein Vermeiden von jeglicher Art von unangenehmen Gefühlen, von Spannung, von das Konfrontationen grundsätzlich aus dem Weg gehen. Da habe ich in einem Video vor kurzem auch schon mal drüber gesprochen, dass das oft nicht gut ist. Ne? Das ist zwar unangenehm, aber ich bin der Meinung, dass das dieses Vermeidungsverhalten da nicht gut ist und dass gerade bei Leuten, die halt wirklich einfach dreist sind und sie denken, hier mit Dreistigkeit komme ich weiter, und darauf setzen, dass die Leute konfliktscheu sind und sagen, ja nee, dann stelle ich mich lieber zurück und sag nichts, weil ich möchte hier keine unangenehme Situation mit der Person haben, dass das halt genau diesen Leuten in die Karten spielt. In dem Fall, wie gesagt, ne, finde ich es auch wack, wenn man nicht selber sagt, hier gleich die
ja weh. Zurück im Office wollte ich von Stefan allerdings noch wissen, wie er moralisch dazu steht, dass er Seitensprung-Alibis öffentlich anbietet. Ich habe ja auch auf deiner Website gesehen, du bietest ja schon auch dieses Doppelleben in Bezug auf Affären an. Natürlich. Wäre es dann nicht auch eine Option zu sagen, ich biete an, Natürlich, hat er gesagt. Ja, selbstverständlich. Was denn sonst? wie man solche Fälle quasi auflöst, anstatt anzubieten, die weiter zu decken? Nee, ich sage einfach, ich bewerte das nicht moralisch oder auch überhaupt nicht. Man bildet Ja, das ist sehr bequem. Ich werde das jetzt nicht moralisch, so, keine Ahnung. Also mal raus. mir da überhaupt kein Urteil an, wenn du das so lange machst und dich mit den Menschen lange unterhältst. Und selbst die sagen, ja, ich habe eine Affäre oder ich habe eine Geliebte, wenn du dann rauskriegst, okay, der Partner ist asexuell oder der Partner ist im Rollstuhl, da fragt man sich auch, boah, wie hältst du das überhaupt so lange aus? Da Stefans und meine Meinung hier auseinandergehen, denn ich bin immer noch der Meinung, dass Alibi-Agenturen beim Fremden Ich weiß nicht, bei Asexualität. Das ist nochmal eine andere Nummer, ne? Aber irgendwie. Ne, Moment. Hirn nochmal kurz sammeln. Nee, aber bei richtigen, wirklich echten asexuellen Menschen, da ist es nochmal eine andere Sache. Ehrlich gesagt gehabt, ne? Also wenn du wirklich eine Beziehung hast und ne, das ist so ein Ding, dass die eine Person komplett asexuell ist und die andere halt nicht, dann ist, aber auch dann sollte man sprechen. Aber ich nehme auch an, dann sollte auch das kein Problem sein. Checkt das auch nicht. Ich bin in dem Spektrum nicht drin. Aber dass die andere Person, die ja da eh keinen Bock drauf hat, dir dann auch nicht eifersüchtig sein kann, oder? Vielleicht, hey, klärt mich auf, vielleicht habe jetzt da ich einen Knoten im Hirn. Aber auch da kann man sagen, okay, du hast offensichtlich keinerlei Interesse daran. Ich schon. Kriegen wir das irgendwie geregelt? Können wir das irgendwie regeln, dass ich das dann vielleicht woanders mache? Und wenn das absolut nicht geht, dann musst du halt, das ist, ne, dann musst du halt auf eine der beiden Dinge verzichten. Wenn das sich nicht regeln lässt, musst du entweder auf die Beziehung mit der Person verzichten oder aufs Bimsen. Je nachdem, was dir wichtiger ist in dem Fall. Und ganz ehrlich, ich erlaube mir da kein Urteil drüber. Das mag für den einen so und für den anderen so sein. Beides fein. Wenn irgendjemand sagt, hey, nee, hier die Bimserei, die ist mir wichtig, die ist mir so wichtig, dass ich auch dann die Beziehung beende, ist das auch vollkommen in Ordnung. gehen oder Doppelleben. Was halt nicht geht, ist sagen, ja, nee, ist cool, ne? Ist cool, dass du nicht bimsen willst, ich bin voll dabei, machen wir halt dann einfach nicht und dann halt hinterrücks umeinander bimst und hier ne, Captain Crunch hier organisierst, damit er dir ein Alibi gibt. Das nicht drin, meiner Meinung nach. Für nicht unterstützen sollten, bot er mir an, mit 2 seiner Langzeitkunden zu sprechen. Beide buchen die Alibi-Agentur regelmäßig für ein Doppelleben und dieser Herr ist seit 20 Jahren verheiratet und hat momentan eine Freundin nebenbei. Hallo Stefan. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Schön, dich wieder Ja, hi, servus, grüß dich. zu sehen. Ja, also Stefan, ich habe mal wieder was. Ich brauche wieder Freizeit. Ostern steht vor der Tür. Ich möchte gerne eine Woche Freiraum schaffen. Ja, ich brauche ein bisschen Urlaub. Ja, super. Über meiner Freundin. Dann überlegen wir uns wieder wahrscheinlich was über Monate oder über Jahre sogar standhält. Ja. Wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist ja jetzt nicht nur 1-2 Wochenenden. So ist es. Okay. Und Wochenende für was dann quasi? Also, ich brauche ein bisschen Urlaub von meiner Beziehung. Das hört sich aber hart an. Naja, also, Nee, das hört sich asozial an. Das hört sich nicht hart an. Das hört sich an wie ein richtiger Dirnenspross. So hört sich das an. ich habe halt eine depressive Frau zu Hause und es ist ein anstrengendes Leben. Magst du mal so einen Alltag beschreiben? Ja, ganz ehrlich, ist ein anstrengendes Leben. Du hast eine depressive Frau zu Hause. Ja, wahrscheinlich ist die depressiv, weil sie einen Dirnenspross geheiratet hat. Die wird schon irgendwie merken, dass höchstwahrscheinlich nicht die geilste Idee war, den Dulli zu heiraten. Jetzt sind die seit 20 Jahren verheiratet, wahrscheinlich haben die auch noch Plagen in die Welt gesetzt. Die ist committed einfach zu der Nummer. Und wahrscheinlich checkt sie es oder spürt sie es auch irgendwie, dass der am Umeinander schnackseln ist und ist deswegen depressiv. Halt die Fresse. Das ist keine Ausrede. Dass die Frau depressiv ist, keine Ausrede für sowas. Was so dieses Einengende für dich bedeutet? Das ist ja phasenweise sehr unterschiedlich. Ich bin froh, dass wir jetzt gerade so eine, ich nenne es mal, Frühlingssaison geht los, ja. Dann kann sie sich aufraffen und im Garten halt ein bisschen was machen und so weiter und so fort. Aber es ist sehr oft so, dass ich komme von der Arbeit nach Hause oder ich bin im Homeoffice
und da passiert einfach gar nichts den ganzen Tag, ja. Ganz kurz zur Einordnung. Wenn jemand an Depressionen leidet, leidet die Person im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich kann diese Erkrankung auch belastend für Partnerin, Partner und das restliche Umfeld sein. Ja, ist so. Ne? Ich kenne mich mit dem Thema sehr gut aus. Und ja, das ist belastend auch für die Leute um einen herum. Aber das ist es auch, wenn jemand Krebs hat, Digga. Das ist auch belastend für die Leute außenrum. Und da ist halt, da zeigt sich dann halt, wie stark die Bindung ist. Ne? Wer dann wirklich die Menschen sind, auf die man sich verlassen kann. Wenn halt, ich sage immer ganz gern, jeder Regenschirm ist ein guter Regenschirm an einem Tag, an dem die Sonne scheint. Ja? Ob der Regenschirm tatsächlich was taugt, das merkst du, wenn es pisst. Und der Dulli hier, offensichtlich beschissener Regenschirm. Aber das Opfer des Ganzen ist die depressive Person. Deswegen habe ich hier auch so streng nachgehakt. Aber würdest du da nicht sagen, weil du sagst, du möchtest schon noch mit deiner Frau zusammen sein, trotzdem Depression, dass es so ein Verschieben der Probleme ist? Weil ja, sie hat die Depression, aber du lebst ja trotzdem immer irgendwie unter so einem Deckmantel und hast immer die Sorge, es könnte ja trotzdem rauskommen. Nee, das ist keine Option für mich. Das eigentlich aus zwei Gründen. Zuerst mal, ich nehme das sehr ernst. Ich bin schon über 20 Jahre mit meiner Frau zusammen. Ja. Ich nehme das sehr ernst. Ich bin seit über 20 Jahren mit der zusammen und ich habe die schon immer beschissen. Das ist mehr oder weniger Tradition. Da kann ich jetzt nicht einfach damit aufhören. Und das ist mir natürlich sehr wichtig. Also ich möchte das aufrechterhalten, einfach weil ich für mich selber das als richtig empfinde, das zu machen. Selbst wenn das nicht so wäre und ich sage, okay, ich trenne mich jetzt, ja, dann würde meine Frau, das würde die nicht verkraften. Ja? Die würde in ein tiefes Loch fallen. Oh, der Mann ist so ein Heiliger. Das ist so ein guter Mann. Alter, nur seiner Frau zuliebe macht das. Das kostet ja alles Geld. Er muss hier diese Lügengebilde aufrechterhalten. Das ist super, ist harte Arbeit. Ne? Und das macht er vollkommen selbstlos, nur damit seine Frau nicht die Trennung verkraften muss. Weißt du, Dulli, was los ist, wenn die wirklich Beweise vorgelegt kriegt, was du seit 20 Jahren machst? Da wäre eine normale, einfach so eine normale Trennung mit den Worten, hey Schatz, ich weiß, du kannst für diese Depression nichts, aber ich ertrage das nicht, ich halte das nicht aus, ich kann damit nicht umgehen, es tut mir fürchterlich leid, ich muss die Beziehung hier beenden und dann suchst du dir eine Frau, die nicht depressiv ist. Aber bei der findet er dann eine andere Ausrede, warum er fremdbimsen soll. Gehe ich von aus, dass das so ist und das möchte ich gerne vermeiden, ja, weil sie ist mir furchtbar wichtig. Ja. Ist denn eigentlich Ja, schon das mal ist ja richtig wichtig, ist richtig, richtig wichtig. Alter Keks. Weißt du, anstatt dass er sagt hier, ich verbringe dann halt mehr Zeit mit meiner Frau. Ich schaue, dass sie Quality Time machen, damit sie vielleicht irgendwie mal mehr Momente hat, wo sie vielleicht diese Depression so ein bisschen unterm Radar läuft. So Stück für Stück die Leute wieder ein bisschen den Lebensqualität geben. Genau dann braucht dich der Mensch am allermeisten. Weil so eine Depression ist ja nichts, das ist ja nicht rational. Das ist ja nichts Rationales. Das ist eine Krankheit im Kopf, die dich komplett lähmen kann. Und ja, die Leute dann zu motivieren, irgendwas zu machen, ist auch schwierig. Das weiß ich auch. Aber es gibt Möglichkeiten und man kann sich auch selbst dann Hilfe suchen. Und anstatt zu irgendeiner Tussi zu gehen, hätte er vielleicht auch mal zu einer Therapie gehen können. Ja, sagen hier, ich habe hier eine schwerdepressive Frau zu Hause, was kann ich tun? Und der wird ihn sicher nicht gesagt haben, der Therapeut dann, ja, dann muss er zu Hans Dampf hier drüben gehen und dir ein Alibi anschaffen, damit du das Wochenende lang deine keine Ahnung, Freundin von Tinder bimsen kannst. Maximale Reude einfach. Maximale Reude. aber da wir gerade darüber gesprochen haben, wenn es rauskommt, ist schon mal was rausgekommen bei euch? Wir haben in den ganzen 26 Jahren noch nie gehört von einem Kunden, dass aufgrund unserer Tätigkeit irgendwas aufgeflogen Wahrscheinlich ist. leben die gar nicht mehr. Ich wüsste auch nie, von den Partnern. die Firmen sind echt, die Schauspieler sind super, niemand hinterfragt das. Ob diese Aussage stimmt, kann ich nicht überprüfen, aber die Methoden der Alibi-Agentur scheinen teils so sicher zu sein, dass man wohl schwer dahinter kommen kann, wie dieses Beispiel hier zeigt. Und dann schlage ich Ihnen vor, dass Sie bei uns bei einer echten Firma geführt werden, die aus der Baubranche kommt. Und dann werden Sie zum Beispiel auch kurzfristig angerufen von dieser Baufirma mit der Nummer im Display, dass jeder sieht, das ist auch wirklich diese Firma.
Und dann wird gesagt, an dem und dem Wochenende, da ist jemand bei uns ausgefallen, Sie müssen ganz dringend in der und der Stadt einen Bau beaufsichtigen. Und dann haben sie halt ein schönes freies Wochenende. Auch die nächste Kundin, die bereits seit vielen Jahren für eine geheime Affäre ein Doppelleben bucht, bestätigte mir noch einmal, wie wasserfest diese Alibis sind. Ich habe jetzt eine Gym-Freundin, eine Sportfreundin und die ruft dann mal an oder schickt eine Sprachnachricht. Letztens hat sie tatsächlich auch meinen Mann angerufen, um ihn zu fragen, ob ich mit ihr auf ein Wochenende fahren kann, was sie gewonnen hätte und dass sie mich damit überraschen könnte. Und darf ich fragen, wie viel das dich kostet? Ja, ich fürchte im Laufe der Zeit so einen Kleinwagen. Oh, Einen Kleinwagen? Da niedrige fünfstellige Summe, so 20, 25k? Alter Vater. Wahnsinn. Laut ihrer Aussage kann also so ein Doppelleben, das man sich über Jahre in der Alibi-Agentur bucht. Das ist der nächste Ding. Das sind ja zigtausend Euro, die mehr oder weniger aus der gemeinschaftlichen Kasse fehlen. Na, ich meine, wenn man verheiratet ist, mehr oder weniger das Geld, das dann verdient wird von beiden, fließt ja, ne? Man bestreitet ja seinen Lebensunterhalt zu zweit. Miete, irgendwelche Kredite vielleicht, ne, wenn man Eigentum hat oder Essen, Strom, Ding, das wird ja alles aufgeteilt. Dann hat sie einfach, dann bringt sie weniger damit rein, weil sie die Kohle dafür ausgeben muss, irgendwie fremd zu schnackseln. Das ist richtig geil. Richtig teuer werden. Mir ist von Anfang an daran gelegen gewesen, dass es sich jeder leisten kann. Wir haben manchmal 18-Jährige, 19-, 20-Jährige, die sagen, wir haben keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern, wo wir sagen, okay, das ist jetzt wirklich keine finanzielle Frage, dass er sich das leisten kann, sondern da sind wir einfach sehr cool an Doppelleben. Boah, Mann, der Mann ist schon ein Heiliger auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ein Heiliger. Der muss, keine Ahnung, vielleicht kriegt er von Gianni Infantino noch noch irgendeinen Preis verliehen. Für irgendeine ganz tolle Sache. Irgendwie der moralischste Mensch der Welt, der beste Freund, was weiß ich. Uns so bei 200 bis 400 Euro an, wenn es sehr aufwendig ist. Kann es auch mal teurer sein, aber meistens verdienen die ja dann in ihrem Zweitleben, zum Beispiel als Escort im Erotikbereich, Onlyfans oder was auch immer, dementsprechend Geld und es ist also absolut verschmerzbar. Was aber absolut nicht verschmerzbar ist, ist, wenn du deine Finanzen... Ja, komm, wie gesagt, viele Leute sagen es immer, dass auch räudig ist, die Werbungen von den Leuten zu überspringen, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was die für ein Produkt bewerben. Schaut es bei ihr nochmal an, ist wahrscheinlich hier wieder irgendeine Finanzscheiße. Ich möchte auch einfach nicht, dass die Leute sich ein Video von mir anschauen und dann sagen, ja, ich habe das hier beim Kasper gesehen. Mehr oder weniger, die Werbewirkung ist ja dieselbe, egal ob ihr es bei ihr anschaut oder bei mir. Und ich möchte halt für nichts werben, wo ich nicht dahinter stehe. Bereits einen Kleinwagen investiert hat, um ihr Doppelleben aufrechtzuerhalten. Laut ihr hat sie eine sehr schöne Beziehung, doch ihr Mann lässt sich auf keinerlei Intimität mehr ein. Außerdem lehnt er eine offene Beziehung oder Paartherapie komplett ab und er stellt sie vor die Wahl, dass sie damit klarkommen muss oder sich trennt. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Erstens, ja, das ist Quelle Trust Me Bro, Walla Garantie. Ah, der Mann, der ist fürchterlich, das sagen sie ja immer. Die Leute, die sich dann ewige Lügengebilde bauen, damit sie über Monate und Jahre hinweg irgendwelche Affären pflegen können, die sind ja alle mehr oder weniger mit Gewalt von ihren Partnern dazu gezwungen worden. Das ist fürchterlich. Der will keine Intimität und der hat gesagt, hier friss oder stirb. Und dann mir ist ja praktisch nichts anderes übrig. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Wenn das wirklich so schlimm ist, warum bist du mit dem noch verheiratet? Wenn der absolut gar keine Rücksicht nimmt auf deine Bedürfnisse und alles Scheiße, dann lass sie scheiden und zieh bei deinem Gspusi ein. Aber das geht nicht, weil der wahrscheinlich auch eine Olle zu Hause sitzen hat, die genauso wenig Ahnung hat und wahrscheinlich genauso viel Scheiße über die labert wie sie hier, über ihren Typen. Das gemeinsame Kind hindert sie an einer Trennung. Oh ja, das gemeinsame Kind. Ja, dann sollte man sich vielleicht vorher überlegen, mit wem man Kinder in die Welt setzt. Ne? Das wäre vielleicht auch eine Idee. Und noch dazu, keine Ahnung, wenn der überhaupt keinen Bock auf Bimsen hat, wie habt ihr das Kind gemacht? Heikles Thema, aber ich betrübe meinen Ehemann, weil er mir leider nicht das geben kann an der sexuellen Schiene, was ich mir wünsche. Und dementsprechend hole ich mir das woanders bei einer festen Affäre. Und, Ja, wie gesagt. Sehe ich nicht, fühle ich nicht. Wenn das wirklich so ein Problem ist, dann ist es halt nicht der richtige Partner.
dann hast du halt vielleicht aber auch Scheiße gebaut bei der Partnerwahl. Ich weiß nicht, das sind dann oft vielleicht auch Leute, die relativ jung dann geheiratet haben. Würde ich jetzt, Spekulatius meinerseits, relativ jung geheiratet haben, rosarote Brille, und bevor die weg war, bevor man irgendwie gecheckt hat, mit wem man da eigentlich wirklich zusammen ist, war man schon verheiratet, hat das Kind schon auf dem Weg oder das Kind war schon da und dann stellt man fest, ja, Dreck, das ist eigentlich überhaupt nicht. Passt ja überhaupt nicht gut. Und anstatt dann wirklich die Eier in der Hose zu haben, zu sagen, ich zwicke jetzt den Arsch zusammen und ich gehe jetzt durch diese Trennung durch, auch wenn es für mich nicht schön wird und auch wenn, keine Ahnung, ich möchte auch wissen, was vielleicht, was der Mann verdient. Vielleicht ist ja das auch noch mal ein Faktor, warum man sich von dem nicht trennen will. Vielleicht bringt der einen Haufen Kohle rein und der Typ, mit dem sie die Affäre hat, nicht. Vielleicht ist der freier Künstler oder so ein Shit. Weiß kein Mensch, aber man sollte dann wirklich einfach sagen, okay, ich habe da vielleicht einen Fehler gemacht und das ist vielleicht jetzt dann unangenehm für mich auch, erstmal durch diese Trennung zu gehen. Und das wird dann auch ein bisschen schwieriger, was den Alltag angeht, weil wir eben dann immer noch das Kind zusammen haben und dann müssen wir uns absprechen wegen Sorgerecht, wann ist das Kind bei wem, wie machen wir das, Geburtstag, Weihnachten etc. bla bla. Und das ist dann halt mit mehr Arbeit verbunden, aber man hat sich die Scheiße selber ausgesucht. Niemand wird heutzutage oder ist in den letzten 80 Jahren in Deutschland mit der vorgehaltenen Waffe vor den Altar geführt worden und dazu gezwungen worden, mit den Personen Kinder zu kriegen. Wir leben Gott sei Dank nicht in einer dieser Kulturen, in der Zwangshochzeiten Usus sind. Das ist, finde ich, halte ich eine sehr, sehr gute Sache. Und dann hat man halt aber leider Gottes danach auch, wenn man dann einen schlechten Pick gemacht hat, für eine Ehe oder für einen Partner, um Kinder mit dem Partner zu kriegen, da hat man dann halt danach selber die Verantwortung dafür und hat dann selber die Scheiße auszubaden. Da hat man keine Ausrede mehr. Wenn es eine arrangierte Ehe ist und du hast keine Wahl, dann kannst du dich danach drüber beschweren. So nicht. Dann kannst du sagen, okay, Scheiße gelaufen, dann trenne ich mich jetzt hier und ich nehme die ganzen negativen Konsequenzen, die damit einherkommen, nehme ich an. Oder ich bleibe bei der Person, dann habe ich aber auch hier nicht in der Gegend rumzuficken. Gab es die Probleme mit deinem Mann so schon immer? Die gibt's tatsächlich schon seit ziemlich von Anfang an. Ja, dann wäre es halt vielleicht keine gute Idee gewesen, oder? Den zu heiraten. Wenn es die von Anfang an gibt, diese Probleme. Was hat die gemeint, was passiert? Ah ja, keine Ahnung, lassen wir erstmal heiraten und Kinder in die Welt setzen und dann warten wir mal 20 Jahre, dann wird er schon irgendwann Bock haben auf Snoo-Snoo. Das hat sie sich gedacht. Und jetzt denkt sie sich, oh. Ey, absolut null Verständnis. Null Verständnis. Absolute Abschaumaktion. Aber ich habe das erst so ein bisschen mitgemacht Ich habe das erst so ein bisschen mitgemacht. Ja. Meudel, du hast den Burm geheiratet und Kinder mit ihm in die Welt gesetzt. Ich habe das erst so ein bisschen mitgemacht. Das ist doch Bullshit. Hier werden noch wieder Ausreden gesucht. Sag halt einfach, ich bin ein egoistisches Stück Scheiße und ich bims gerne in der Gegend rum. Aber ich möchte mir natürlich hier dieses gemütliche Nest, in dem ich ansonsten sitze, das will ich mir auch nicht aufgeben und deswegen habe ich mir gedacht, sind wir ein bisschen moralisch ambivalent angeschissen. Ey, du bist eh verfremdet, Digga. Du kannst halt auch ehrlich sein. Aber die Leute haben sich wahrscheinlich selber schon so oft vorgelogen. Nee, ich bin gar nicht der Abschaum hier. Ich mache ja das nur, weil der andere denkt, ja, damit meine Frau die Trennung nicht verkraften muss. Und sie sagt, er auch irgendwie. Die reden sich's alle immer schön. da ich ihn sehr liebe... Ja, ich kann keine 3 Sekunden. Wenn du ihn sehr liebst, da ich ihn sehr liebe, dann bescheiße ich ihn halt, ne? Aber ich sag's ihm nicht. Und ich investiere die Äquivalent von einem Kleinwagen in eine Agentur, die meine Lügengeschichten deckt, weil ich ihn sehr liebe. Ich schieb schon wieder Hasslatte. Habe ich gedacht, nee, ich möchte das Ganze nicht aufgeben, ich möchte es nicht hinschmeißen, er ist ansonsten eine perfekte... Das hier Cola-Bärchen-Niveau. Das ist das Niveau von den Cola-Bärchen-Leaks.
Immer ein Vater, den man sich nur wünschen kann. Ja, weil hat einen guten Job und hält die Fresse. Der bringt Barne her. Barne und nochmals Barne müssen her. Aber gebimst wird er woanders. Applaus. Was glaubst du, würde passieren, wenn er das rausfinden würde? Das ist eine gute Frage, was passieren würde. Ja, Dann das ist eine richtig gute Frage. Das würde ich auch gerne mal wissen. Ich hoffe, das erfahren wir noch. Ja? Ich würde es auch gerne erfahren, aber ich hoffe, sie erfährt das noch. Im Übrigen, denn wer auch immer das sieht, guckt mal, die haben es ein bisschen, glaube ich, scheiße gebaut. Man kann hier in diesen Ärmel von dieser schwarzen Jacke, die man sich vorher für 20 Euro beim C&A gekauft hat, man kann sehen, die hat da was am Handgelenk. Entweder ist es eine Uhr oder ist es irgendwie ein spezielles Armband, vielleicht irgendwas, was das Kind in der Schule, im Werkunterricht gebastelt hat oder sowas. Wer die alle kennt, wer über das hier sieht, oh, das ist ja die und die kenne ich ja. Sag doch mal dem Macker Bescheid von ihr, ne? es ja nur um den sexuellen Aspekt geht. Es geht tatsächlich wirklich nur um den. Ich lüge die Affäre nicht. Weiß ich nicht, wie er reagieren will. Also ich glaube, ja, ich setze schon ziemlich viel aufs Spiel. Ja, ich finde es schon echt gewieft, wie... Ich hoffe, dass der dann so reagiert, dass sie achtkantig rausschmeißt. Das hoffe ich, ne? Achtkantig rausschmeißen und, keine Ahnung. Ohne Kompromiss. Auch nicht mehr zurücknehmen, sondern einfach hier, if it isn't the consequences of my actions. Alibi-Agentur vorgeht mit der Gym-Freundin, also das hinterfragt ja auch keiner, also das ist ja schon krass. Wir reden uns gerne unser Verhalten ein bisschen schöner, als es ist. Ich weiß. Ja, das ist es. Der andere macht es ja nur, um seine depressive Ehefrau zu schützen. Und ich glaube, nennt mich Zyniker, ich glaube, in den meisten Fällen ist auch irgendein finanzielles Ding. Vielleicht ist in der Beziehung so, dass bei ihr irgendwie Kohle da ist, ne? Vielleicht von den Eltern von ihr, vielleicht hat die was geerbt oder steht noch an, dass was geerbt wird oder keine Ahnung. Ne? Da ist noch Kohlenfrage im Hintergrund und deswegen, ja, oder natürlich, um ihr das nicht anzutun, dass sie die Trennung verkraften muss. Und bei der anderen Ollen wird es halt auch so sein. Ne? Der Typ bringt die Barne heim, aber der ist halt wahrscheinlich nicht die Granate im Bett. Und dann hätte sie sich entscheiden müssen, entweder nehme ich hier den krassen Ficker, der mich die ganze Nacht über die Matratzenlandschaften peitscht, der aber keinen Knopf Geld in der Tasche hat, oder ich bleibe bei meinem Dude, ne, mit dem ich ein Kind habe, der die Kohle heimbringt, der perfekte Mann ist, den sie so sehr liebt und verzichtet halt dann darauf, irgendwie jedes zweite Wochenende mit irgendeinem komischen Chat am Bimsen zu sein. Das sind die Optionen, Digga. Dass Affären oder Fremdgehen auch in Beziehungen vorkommen, die gut sind. Das können wir uns nicht immer so ganz vorstellen, das ist aber so. Die Motivation sozusagen fürs Lügen der anderen Person unterstellt oder unterschiebt. Die meisten reden sich das ein, um sich selber davor zu schützen, Scham zu empfinden, weil die meisten Menschen möchten nicht belogen werden. Oft ist es ja auch die dritte Person, also die Geliebte oder der Geliebte, der sich plötzlich meldet und die Affäre auffliegen lässt. Ja, das kann dann auch passieren, ne? Dass dann die andere Person vielleicht denkt, ja, hier, ich würde vielleicht lieber mit dir eine Beziehung haben, als jetzt mit meiner aktuellen Partnerin oder ist gar nicht in der Partnerschaft und erhofft sich, dass dann da was Festes draus wird und wenn dann die Illusion irgendwann zerstört wird, dann sagt er, okay, dann rufe ich den mal an und sage ihm, was Phase ist, ne? Möglich. Ganz ehrlich, jedem Einzelnen davon gönne ich das. Wer so viel, ich nenne es jetzt einfach mal kriminelle Energie da reinsteckt, dass man zu dieser Agentur geht, den Haufen Barne gibt, hier sich von denen ein Alibi machen lässt, extra dann Nummern hat von der Agentur, die da anrufen mit irgendwelchen Gym-Freunden und da oder Arbeiten, die man machen muss am Wochenende und sich die ganze Scheiße merkt, diesen Aufwand betreibt, ne, diese kriminelle Energie da reinsteckt, der hat es auch nicht anders verdient, als die räudigsten möglichen Konsequenzen aus diesem Handeln abzukriegen danach. Wie gesagt, der besoffene Party-Seitensprung ist auch räudig, aber nicht auf dem Niveau.
Kommt auch häufig vor. Also so sicher, finde ich, sollte sich eigentlich niemand sein. Nach dem Gespräch mit den beiden Kunden, die ein Doppelleben führen, fragte ich mich, wo die Alibi-Agentur eigentlich ihre moralischen Grenzen zieht. Die moralische Grenze, die gibt es. Die gibt es bei ihm nicht. Die einzige Grenze, die der zieht, ist halt höchstwahrscheinlich das Gesetz. Ne? Wenn da einer anruft und sagt, ich habe einen abgemurkst, kannst du mir ein Alibi geben, dann ist er halt wahrscheinlich nicht am Stissel. Weil er sich da selber strafbar macht dafür. Alles andere ist scheißegal. Wenn die Kohle stimmt, dann wird er gemacht. Bei mir nicht. Es gibt nur die Grenze zwischen legal und illegal. Wir lehnen alles ab, was irgendwie im illegalen Bereich ist, was in der Grauzone ist, das macht man natürlich nicht. Und ist es für dich nicht manchmal moralisch dann so, ich unterstütze gerade jemand, der einfach sich gar nicht damit auseinandersetzt, dass es jetzt gerade für die Person, die es ja nicht weiß, richtig schlimm ist. Vor allem, wenn man rausfinden würde, mein Partner oder Partnerin bezahlt Geld dafür, dass es nicht rauskommt. Also du bist ja auch mit jemandem zusammen, den du ja gar nicht kennst und die andere Person hat ja nie die Wahl zu entscheiden, will ich das? Nee, überhaupt nicht. Ich treffe mich ja auch mit manchmal persönlich. Ich kriege Tagebücher, ich kriege Fotoalben, Krankenakten auf den Tisch. Unterhalte mich manchmal stundenlang mit denen, lerne viele persönlich kennen. Nee, wenn man da... Tagebücher von den Partnern? Also ich habe dir jetzt mal das Tagebuch von meiner Frau mitgebracht, so damit du auch weißt, warum ich... dann mitbekommt, wie die leben und warum die das so machen. Die machen sich das ja selber auch nicht einfach. Was ein Betrug allerdings für Auswirkungen auf betroffene Personen hat uns diese Dame hier erzählt. Denn ihr Vater hatte jahrelang ein heimliches Doppelleben. Und rausgefunden habe ich es, indem ich, das habe ich auch danach nie wieder gemacht, übrigens, an seinen PC gegangen bin und nachgeschaut habe. Oder auch wie er mit diesen Frauen zum Beispiel über mich als seine Tochter geschrieben hat, war so das Schlimmste, muss ich sagen. Das sind so Seiten, die man halt eigentlich nicht so mitbekommt. Also diese Zusammenbrüche waren ätzend, weil es auch genau die Zeit war, wo ich ausgezogen bin, alleine in der Wohnung war, hatte wie so, ich glaube, heute würde man es Panikattacken nennen. Damals war mir der Begriff einfach noch nicht so bewusst. Das waren einfach immer so lähmende Stunden, also Stunden, wo was hochkam. Es ist so aus dem Unterbewusstsein, als ich auch noch nicht in Therapie war. Und dann sitzt du einfach 3-4 Stunden in der Küche auf dem Boden und machst nichts mehr, weil du völlig gelähmt bist. Und das hier ist die Tochter von dem Dude, das ist nicht mal die Frau, ne? Da es bei geheimen Doppelleben also auch Menschen gibt, die darunter leiden, wenn sie es rausbekommen oder auch wenn man ihnen etwas verheimlicht, gibt es laut Stefan aber auch viele Fälle, die man laut ihnen absolut nachvollziehen kann. Genau, oh ja, den werde ich auch nie vergessen, den Kunden aus Korea, der anrief und der hat die Situation sehr belastet. Seine Eltern kamen das erste Mal, ich glaube 8 Jahre, schreibt er, wohnt er in Deutschland und arbeitet bei einem Automobilunternehmer am Fließband. Genau. Ja, meine Eltern werden mich bald aus Korea besuchen. Es ist ihr erster Besuch in Deutschland und wahrscheinlich auch ihr einziger. In meiner Herkunftskultur ist diese Art von Arbeit leider mit viel Scham verbunden. Ich habe große Angst davor, das Ansehen meiner Familie zu beschädigen und meine Eltern zu enttäuschen. Diese Situation setzt mich emotional sehr unter Druck. Wir haben eben in einer... Ja, hey, für sowas gebe ich ihm. Er sagt hier, keine Ahnung, ich empfinde den Kulturkreis, aus dem ich komme, als scheiße und ich kann mich da nicht entfalten, so wie ich das als Mensch will. Und ich habe nur das eine Leben und ich möchte halt jetzt den und den Job und ich möchte das und da leben und ich möchte halt jetzt so oder so sein. Oder ich bin vielleicht auch einfach so, keine Ahnung, wenn jemand seinen Eltern gegenüber verheimlichen will, dass er homosexuell ist oder so, dann ist auf jeden Fall Gucci. Ne? Da würde ich schon sagen, wenn man weiß, zum Beispiel, die Eltern könnten das nicht akzeptieren, wenn der Sohn oder die Tochter homosexuell ist und die gehen aber permanent auf die Eier, so wann man jetzt endlich mal heiratet und Kinder kriegt. Und dass man da so eine Agentur hat, die denen dann kurz vorgaukelt, ja, hier, Mami, Papi, im Übrigen so und so, dies, das, Ananas. Ich halte es auch nicht für ein Modell, das sich ewig lang halten lässt. Und ich fände es auch schlauer, in egal welcher Situation, es darauf ankommen zu lassen und den Leuten zu sagen, hier, dies und das ist Phase. Und, aber okay. Bei der Fremdgeh-Sache bin ich deutlich kritischer. Wir haben von einem Kunden ein Büro eingerichtet mit Familienfotos, mit einem tollen Schreibtisch, mit allem drum und dran. Der konnte dann dahin mal für eine Stunde, konnte seinen Eltern zeigen, da arbeite ich, das ist mein Schreibtisch. Und sie haben dann halt diese Familienfotos gesehen, die koreanische Deko, die er uns gebracht hat, die wir dort hingestellt haben. Die Mitarbeiter, die dort waren, haben ihn gegrüßt, haben den Eltern die Hand geschüttelt. Alle waren total stolz. Er war so glücklich, der war wie ein kleines Kind, hat er sich gefreut. Doch wie wir auch gesehen haben, bietet seine Alibi-Agentur ja auch Doktortitel an. Ich hätte gedacht, illegal macht er nicht. Aber jemand anderem einen Doktortitel geben gegen Geld, weiß ich nicht, ob das ist doch nicht legal, oder?
und einige andere Dinge, die sich in Grauzonen befinden. Ja, wir haben Zugriff auf vielen Kundenwebseiten selber. Wir können bei denen wir können bei denen zugreifen. Also Wir sagen haben wir jetzt so- mal Deutsche Bank, da kannst du jetzt Nein, nicht bei reinschreiben- Deutsche Bank. Aber bei das sind ja so freie Vermittlung, Versicherungsvertreter. Achso, also du hast quasi, Ja. habt ihr Kontakte mit Firmen, die euch das erlauben, dass man das da einfach reinmacht. Aber ist das überhaupt erlaubt? Das sind fast alles ehemalige Kunden, die uns dann gesagt Achso, haben. aber ist es erlaubt? Ja, das ist erlaubt. Wir Und- machen da nichts Illegales, sondern zum Beispiel einen Seminarplan stellen wir online. Und Zertifikate stellst du die auch Ja, aus? machen wir auch. Aber Also ist das auch so erlaubt? Teilnehmerzertifikate. Ist das auch erlaubt? Ja, ich habe mich gerade in den ersten Jahren natürlich schlau gemacht. Ich wollte mich auch nicht in die Nesseln setzen und wusste ja auch von nichts und hatte da eine Freundin. Ganz ehrlich, wenn ich mich in den ersten Jahren erstmal schlau machen muss, ob mein grandioses Geschäftskonzept illegal ist, dann weiß ich nicht. Weiß ich ja nicht. Ob man da nicht vielleicht schon sagen muss, okay, wenn nicht glasklar ist, dass das, was ich hier mache, legal ist, soll ich mir vielleicht eine andere Idee ausdenken. Die haben Jura studiert und die habe ich dann gefragt. Ich sag, was Keine Ahnung, wenn man ein notorischer Lügner ist und damit Geld verdienen will, kann man immer noch in die Politik gehen. kann ich alles machen? Kann ich das überhaupt so machen? Und wie schlau er sich gemacht hat, ordnet uns jetzt einmal der Anwalt ein. Ja, interessant, dass er Jurastudierende gefragt hat, um sich da rechtlich beraten zu lassen. Aber grundsätzlich würde ich dem auch zustimmen. Also es kommt tatsächlich darauf an, was man jetzt mit so einem Teilnahmezertifikat von irgendeinem Seminar oder was genau ausgestellt wird, hat er ja gar nicht gesagt. Aber was man genau mit den Sachen macht, daran hängt vor allem auch dann, ob es strafbar sein könnte oder nicht. Hä? Das checke ich jetzt nicht. Ne? Also wenn jetzt ich zum Beispiel mich für einen Job bewerbe und ich denke mir, oh krass, ich möchte hier meinen Lebenslauf ein bisschen aufhübschen, dann rufe ich den Dulli da an und sage ihm, hey, stell mir bitte ein Zertifikat aus, ich bewerbe mich für den Job, irgendwas für ein Seminar, das ich gemacht habe, erfolgreich abgeschlossen, um eine gewisse Kompetenz vorzugaukeln. Dann ist doch, wenn das aufliegt, meiner Ansicht nach, mein bescheidenes Gerechtigkeitsempfinden, sollten doch dann beide dran sein, oder? Der Typ, der das benutzt hat für seine Bewerbung und der Typ, der es ihm ausgestellt hat? Check ich nicht. Straftat jetzt aus Sicht desjenigen, Also wenn der mir das Werkzeug gibt, um die Straftat zu begehen, dann muss doch der mit verantwortlich sein. Wenn ich jemandem eine Knifte in die Hand drücke, illegal, und der knallt jemanden damit ab, und ich habe einen Sack. Da gehen die auch doch zu mir und sagen, hier Kasper, warum, hier, der ist ihm die Knifte gar nicht geben dürfen. Kunden dieser Alibi-Agentur sehe ich höchstens möglicherweise in dem 132a, also dem Missbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen. Neben einem angesehenen Doktortitel gibt es aber auch Berufe, die in unserer Gesellschaft kaum Anerkennung finden und sich deswegen an die Alibi-Agentur wenden. Das bestätigt mir auch die nächste Kundin, die ihr Geld heimlich mit OnlyFans verdient. Ja, man sieht mich im Internet, ich ziehe mich aus. Ich habe allerdings eine Maske auf, das heißt, man erkennt mich nicht, aber mittlerweile verdiene ich da wirklich richtig gut. Und meine Nachbarschaft, meine Freunde, meine Familie darf das auf gar keinen Fall rausfinden. Und wie lang planst du das noch zu machen? Also möchtest du das jetzt auf Dauer machen oder war es jetzt erstmal nur eine Notfalllösung? Ja, mittlerweile bin ich da richtig gut drin und das Geld fließt. Das ist zwar auch unfassbar viel Arbeit, aber ich möchte es Ja, richtig harte Arbeit. Weiß ich nicht. Sehe ich auch nicht. eigentlich schon noch weitermachen. Ich meine, wenn es irgendwann nicht mehr geht, ja, und mir das zu stressig wird. Keine Ahnung. Möge jetzt viele Leute sagen, na, das ist vielleicht auch belastend, dies, das, Ananas. Ich sehe, ich habe da kein moralisches Problem damit, wenn Menschen das machen. Aber ich sehe Michi zeigen im Internet nicht als harte Arbeit an. Das harte Arbeit auf einer Winklerniveau. Sehe ich nicht. Die einzige Aussage, die ich dahingehend akzeptiere, ist, Digga, ich habe schlechten Schulabschluss, ich habe keinen Bock auf einen richtigen Job und ich verdiene hier einfach unverschämt viel Geld mit der Scheiße und deswegen mache ich jetzt hier den Spagat und halt die Kamera drauf. Fertig. Da ist meiner Meinung nach auch gar nichts Verwerfliches dran, können die gerne machen. Und wenn es Studis gibt, die dafür bezahlen, fein. Ne? Aber erzähl doch nicht so eine Räuberpistole. Oder sich vielleicht irgendwie ein neuer Job ergibt, aber gerade in der Medienbranche ist es ja irgendwie super schwierig, was Neues zu finden. Und ich fühle mich eigentlich mit meinem Beruf, sag ich mal, ziemlich wohl. Von dem her, ich würde es jetzt schon ganz gerne noch 2-3 Jahre so machen. Die Alibi-Agentur ermöglicht es der Kundin, es weiterhin so aussehen zu lassen, als würde sie als Mediengestalterin. Ganz ehrlich, ja, wenn ich morgen die Möglichkeit angeboten bekommen würde, hier, Kasper,
wir promoten dich OnlyFans, wir garantieren dir, dass du in einem halben Jahr, keine Ahnung, 100.000 verdienst. Ich weiß, utopisch als Mann. Aber dafür, dass du hier die Murmeln im Wind baumeln lässt und die Kamera drauf hältst. Ich glaube, ich würde es machen, wahrscheinlich. Ich würde damit eine Kohle verdienen, die ich so was sonst niemals bekommen würde. Klar. Why not? Ich weiß so, und einmal im Internet ist dies, das, Ananas, aber Gestalterin arbeiten. Denn sie erhält regelmäßig Anrufe von ihrem vermeintlichen Chef im Beisein der Familie und sogar gefälschte Teammeetings im Homeoffice sind keine Seltenheit. Laut Stefan gibt es übrigens auch sehr viele Anfragen von Kunden, die aufgrund ihrer Jobs oder ihrer Lebensumstände ihre Homosexualität verheimlichen müssen. Das kriegt man auch öfter mit, beispielsweise in Sportarten wie Fußball, ein No-Go. Habt ihr da auch Leute? Ja klar, oder Feldwebel, die sagen, ich bin Feldwebel bei der Bundeswehr. Wenn das rauskommt, ist ja für mich das ist eigentlich schade, ne? Spießrutenlauf. Dass es das überhaupt braucht, ist eigentlich von der Gesellschaft her eigentlich schade, finde ich. Ich finde, da müssen wir gesellschaftlich was verändern. Und diese Agentur zementiert ja im Grunde genommen das, was gesellschaftlich, politisch, sozial falsch läuft. Also sie hilft ja dabei, dass es genauso bleibt, wie es ist. Das wird sich aber... Da hat sie recht, ja. Ganz zu schweigen davon. Natürlich ist es vollkommen lächerlich, dass das heute immer noch so ist, dass gerade so Fußballprofis oder sowas sich nicht outen dürfen. Also, wie gesagt, ich als Konzept empfinde ich, das ist natürlich ein Problem für die Person, ne? Aber Homophobie im Fußball finde ich als Konzept so dermaßen kernbehindert, ich kann es euch gar nicht sagen, ne? Weil es halt auch einfach 0% was dazu zu tun hat, ob der gut gegen den Ball treten kann oder gut dribbeln oder gut im Tor stehen oder was weiß ich. Ne? 0. Und ansonsten auch überhaupt niemanden etwas angeht, was der in seiner Freizeit unter dem Begriff Manndeckung versteht. Ne? Vollkommen Wayne. Aber ich weiß, gerade in Deutschland ist natürlich, es ist das Klischee, der Klischee-Fußballfan. Das ist hier so ein Männerding und da darf keine Homoerotik reinkommen, weil ansonsten weiß ich nicht, keine Ahnung, zweifeln die Leute an. Ja, ich müsste jetzt hier mit Westentaschenpsychologie anfangen. Ich halt's für bescheuert, ein Problem damit zu haben, wenn irgendjemand homosexuell ist. Und warum es dann nochmal ein besonders großes Problem ist, wenn derjenige hier Fußball spielt, check ich auch. Auch so schnell nicht ändern. Also ich mache es ja jetzt schon seit 26 Jahren. Wir hatten seit 26 Jahren damit zu tun. Da hat sich fast nichts geändert. Hallo, wie ich gelesen habe, seid ihr auch für sehr besondere und schwierige Lebenssituationen da. Deshalb wende ich mich heute mit einem sehr persönlichen Anliegen an euch. Dieser Kunde ist homosexuell und sein Vater wünschte sich schon immer ein Enkelkind. Dieser ist leider aber nun schwer erkrankt und liegt im Sterben. Der Kunde möchte also seinem Vater eine gefakte Freundin vorstellen und eventuell auch sagen, dass sie schwanger sei. Denn so... Oh nein! Oh... Also die gefakte Freundin, vielleicht noch, dass der Mann selig sterben kann. Aber eine Schwangerschaft vorlügen, oida, da musst du dir aber schon sehr, sehr, sehr sicher sein, dass dahin geht. Innerhalb der nächsten, ich würde mal sagen, 6 bis 9 Monate. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Wenn man es dann wirklich nicht auf dem Kasten hat, das bisschen Respekt noch aufzubringen und seinem sterbenden Vater wenigstens die Wahrheit zu sagen, aber dann da noch irgendeine erfundene Schwangerschaft da aus dem Hut zu zaubern, finde ich dann schon, weiß ich nicht, Digga. Da hätte man auch vielleicht sich mal vorher besser an den Therapeuten gewendet, als an ihn hier. So schreibt der Kunde, könnte sein Vater die Welt mit einem Lächeln verlassen, weil sich sein größter Wunsch eines Enkelkindes noch erfüllt. Ich habe es mein ganzes Leben lang nicht durchs Herz gebracht, ihm die Wahrheit zu sagen und jetzt in dieser letzten schweren Zeit schaffe ich es noch weniger. Das belastet mich im Sinne von, es tut mir total leid und ich kann es sehr nachvollziehen. Ja, das ist schon wirklich harter Tobak. Was macht es denn psychisch mit dir die ganze Zeit? Man sagt ja auch, es gibt ja Leute, die sagen, ich distanziere mich jetzt von Menschen, die immer nur ihre Sorgen bei mir ablassen, weil das macht ja auch was mit dir psychisch.
oder nicht? Also es war damals schon so, dass ich viele schlaflose Nächte hatte und ja. Dann war es an der Zeit für mich, die Der arme Mann. kurioseste Geschichte des Tages zu hören, denn ich glaube, jeder von uns hatte sicherlich schon einmal Geld an jemanden geliehen und nicht mehr zurückbekommen. Und deswegen entschied sich dieser Kunde, das Rachepaket der Alibi-Agentur zu buchen. Ja, ich habe vor einigen Jahren, habe ich einem guten Freund von mir einen nicht unerheblichen Betrag geliehen, über mehrere 10.000 Euro. Und Würde ich im Leben nicht machen. Geld und Freundschaften vertragen sich nicht. Leute, wenn ihr Pulver übrig habt und sagt hier, in dem Moment, in dem ihr das an einen Freund gebt, muss das bei euch im Kopf weg sein. Das ist ähnliches Prinzip wie im Casino. Wenn ihr an dem Geld noch hängt, geht damit nicht ins Casino und gebt es nie irgendjemandem, auch wenn es noch so ein guter Freund ist, der euch sagt, hier, ich zahle euch das zurück. It's a recipe for fucking disaster. Wenn ihr wirklich gut beieinander seid und in der Lage, dass euch mehrere 10.000 Euro jetzt spontan nicht wehtun und das ist wirklich ein sehr guter Freund von euch, dann, ne? Wenn ich jetzt morgen angenommen im Lotto gewinnen würde und ich hätte 10 Mille auf dem Konto und ein Kumpel von mir kommt an und sagt, hey du Kasper, scheiße gelaufen. Also ich würde es den Leuten nicht sagen, dass ich im Lotto gewonnen habe. Würden wahrscheinlich ein paar es irgendwann merken. Dreck, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Hier Kostenexplosion, dies, das. Die Heizung ist mir verreckt, das Auto verreckt und das und das und das und das. Es stapelt, ich weiß nicht mehr wohin. Ich brauche ganz dringend irgendwie schnell 10.000, 20.000 Euro, würde ich die einfach geben. Und wenn ich es nicht habe, wenn ich sage, okay, nee, ich brauche das aber zu einem gewissen Zeitpunkt spätestens wieder, weil ich sonst selber in der Suppe sitze, dann würde ich es ihm halt nicht geben. Und ich finde, das ist auch ganz normal, dass niemand von einem Freund, und es noch so ein guter Freund ist, erwarten kann, größeren Geldbetrag geliehen zu bekommen. da es ein Freund war, haben wir auch über die irgendwann moderaten Rückzahlungsmöglichkeiten gesprochen. Das ist halt, dass er sich Zeit lassen kann, wenn es wieder besser läuft. Aber Aber es lief nicht mehr besser. Scheiße geläuft. wie es denn so kommt, hat er sich dann immer seltener gemeldet. Ich habe mich jetzt für den Vorschlag entschieden, dass wir psychisch ein bisschen auf ihn einwirken wollen, dass mehrere Menschen in sein Gewissen reden. Schulden zahlt man zurück. Das hat mir die Agentur da so ein bisschen vorgespielt. Die Alibi-Agentur setzte über Wochen hinweg verdeckte Schauspieler auf den Schuldner an, die ihn zufällig in seinem Alltag begegnen, beispielsweise an ihm vorbeilaufen und dann sagen, Schulden zahlt man zurück. Wir haben hier Ganz wild. Ich würde den konfrontieren, also wenn man schon so dumm war, die Kohle zu verleihen und es zeichnet sich ab, dass die Person so sich versucht aus der Affäre zu ziehen und zu hoffen, dass man es unter den Tisch fallen lassen kann, dann würde ich halt hingehen und sagen, hier so und so diesen, das, wir machen jetzt hier Tacheles und wir regeln das jetzt, wie wir das machen mit der Kohle und ansonsten würde ich es halt rechtlich klären. Dann, ne? Deswegen, weil das ist der logische Weg. Ich gehe doch nicht hin und zahle dem dann noch mehr Geld. Don't throw good money after bad money. Ich werde dann noch mehr Geld ausgeben, noch ein paar K, dafür, dass er mir jetzt da irgendwelche Typen vorbeischickt, die dem irgendwelche ominösen, unterschwelligen Botschaften einsäuseln sollen. Nee, geh hin, sag, hey, Meister, du schuldest mir 20.000, wie schaut es aus? Ich will jetzt hier verbindlich das geregelt haben. Mit einem Schriftstück, mit deiner Unterschriftung. Ich habe hier jemanden auch dabei als Zeugen und alles drum und dran. Und wenn wir das nicht geregelt kriegen heute, dann ist der nächste Ort, an den ich fahre, wenn ich hier das Haus verlasse, ist zur Polizei. Dann zeige ich dich an. Fertig. um die Ecke eine Zielperson sitzen. Die schuldet unserem Auftraggeber 80.000 Euro. Deine Aufgabe ist es, sich ganz in seine Nähe zu stellen und zu sagen, Schulden zahlt man zurück. Ja, 80.000 Euro, die wird er wahrscheinlich irgendwo rumliegen haben. Hat er gerade in der anderen Hose. Und dann denkt er sich, ach so, ja stimmt, ich habe ja hier, das ist mir ganz entfallen. Ich habe ja hier diesen Pille-Palle-Betrag von 80.000 noch offen bei meinem guten Freund. Wenn dies jetzt nicht gesagt hätte, dann wäre das komplett entfallen.
Ja, dann gehen wir doch mal hin, wir sind ja anständig und halt dein Oh nein, das ist Und nicht das dein Ernst. zurück ist wichtig, dass das so lang gezogen ist. Du musst ihn nicht angucken, du musst ihn gar nicht beachten. Du stellst dich nur so irgendwie hin, dass er es mitbekommt. Mir war das Ganze extrem unangenehm, da ich auch nicht wusste, ob ich vielleicht sogar von der Person konfrontiert werde. Und ich war tatsächlich sehr überrascht, was die Alibi-Agentur eigentlich alles so anbietet. Das ist eine unangenehme Scheiße, ey. Ich tue so, als würde ich eine Sprachnachricht schicken. Schulden zahlt man zurück. Na, Jasmin, wie hast du dich gefühlt? Es war Scheiße. unangenehm, aber ich war froh, dass ich mein Handy hatte, weil ich habe Ja? so getan, als wäre es eine Sprachnachricht, dann ging's, aber er hat schon geguckt, ne? Ich habe das beobachtet, er ist Ja. schon ein bisschen zusammengezogen. Oh Gott, ja, super, also ich bin stolz auf dich. Ja, danke. Ja, was für ein Kasperle-Theater. Das ist auch wieder eine vollkommen nutzlose Dienstleistung. Ja, das hast du gut gemacht. Die ersten Mal ist immer unangenehm, Ja. ich kenne das. Nach einer kuriosen Geschichte folgte für mich allerdings die unangenehmste Aufgabe des Tages, denn eine Kundin hat einen Lockvogel gebucht. Und ihr könnt euch denken, wer das machen muss. Du freust dich schon wieder viel zu sehr. Das hat auch einen Grund. Denn jetzt kommt der letzte Test, und zwar ein Lockvogeltest. Nein, Oh. ich hab's dir schon geahnt. Nein, bitte. Die Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, eine noch relativ prominente Persönlichkeit, die ja auch schon in Werbespots im Fernsehen aufgetreten ist, dann da als Lockvogel einzusetzen. Klientin möchte ihren Partner testen. Wie er Vielleicht hätten sie mal Colleen Fernandes fragen sollen, aber da kommt dann Ulmen als sie verkleidet vorbei oder so. reagiert, wenn er von einer Frau angesprochen wird. Aber er erzählt, dass er in einer Beziehung ist, dass er verheiratet ist, ob er sich darauf einlässt, vielleicht sogar seine Nummer rausgibt oder austauscht, Gespräch anfängt. Das hier ist diese kleine Requisite, um Aufmerksamkeit zu wecken. Er kommt eigentlich immer so zu dieser Zeit von der Ecke da rumgelaufen. Du könntest ihm entgegengehen, lässt dein Handy fallen. Normalerweise bemerkt er es, spricht dich hoffentlich an. Dann vor die Füße, Ja, oder? du lässt es irgendwie fallen. Du gehst und lässt es irgendwie fallen, ein bisschen Gedanken. Und Ja, Handy fallen lassen kann ich. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich als Lockvogel schlagen werde. Ich finde es generell schon sehr unangenehm, wenn man ja auch allein schon jemanden anspricht. Ich hoffe, sie muss sie nicht schlagen. Das wird das Ganze nochmal unangenehmer machen. Lässt das Handy fallen. Dann wird er Akku und dann müssen sie sich hier. Will. Und jetzt muss ich es machen, wie man so Street Fighter. Ready, fight! testen. Das fällt mir schon sehr schwer. Und vor allem mit diesem Handy, was ich irgendwie fallen lassen soll, wie soll das funktionieren? Das kann ja nur schief gehen, aber I try. Aber ich fühle mich dabei nicht gut. So ein Handy jetzt irgendwie fallen lassen, ne? Gott, peinlich. Fallen lassen, ne? Okay, oh Gott, Hilfe. Okay. Was mache ich jetzt? Warum reagiert er nicht? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte fragen, ob ich deine Nummer haben kann. Also voll lieb von dir. Ich bin leider verheiratet. Oh, Entschuldigung. Das hat ja super geklappt mit dem Handy. Wenn seine Idee war denn das? Wieso? Okay, der hat offensichtlich, also entweder ist das hier gestaged oder der hat halt wirklich ein bisschen paranoide Freundin, weil der scheint solid zu sein auf jeden Fall. Die lässt ihr Handy da fallen. Da geht aber straight weiter, gar nicht Interesse überhaupt Interaktionen mit fremden Frauen zu führen. So. Also, ja, da wieder eine Nummer haben. Ja, danke, aber nein, danke. Soll man denn das timen? Das ist ja komplett unrealistisch. ja, die Aufträge, die Jasmin heute bekommt, das sind nachgestellte Fälle mit unseren Schauspielern. Das weiß Okay. sie noch nicht. Das werde ich ihr dann ganz am Ende erzählen. Ich habe noch eine Auflösung. Alter Keks. Das aber auch. Wenigstens benimmt er sich auch ihr gegenüber so, ne? Also es scheint wirklich. Lügen scheint das Konzept zu sein, durch und durch, ne? Sogar sie kriegt da Schauspieler vorgesetzt und ihr wird dann erzählt, sie soll da irgendwelche Dinge sagen oder Handys fallen lassen und so. Lösung für dich heute, das waren alles Schauspieler. Ah, krass. Das hast du super gemacht. Habt ihr aber Sehr gut gemacht. Ich war an diesem Punkt etwas überrumpelt, aber auch erleichtert, dass beispielsweise der Telefonanruf kein echter war und auch der Teil mit den Schulden und dem Lockvogel von Schauspielern übernommen wurde. So wusste ich immerhin, dass ich niemanden geschadet habe, denn für meinen Arbeitsalltag wären solche Aufgaben ein absolutes No-Go. Ja, Jasmin. Schulden und der Lockvogel, aber hier der Dude in der Agentur und die alle, mit der sie sich da getroffen hat, waren das auch Schauspieler? Hat sich super geschlagen. Wenn sie sich bei uns bewirbt, wird es mit Handkuss angenommen, auf jeden Fall. Doch es war auch für mich ein sehr schöner, interessanter, spannender Tag. Hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Vielen Dank dafür. Stefan Eiben verspricht ja mit seinem Titel als Freiraummanager den Kunden Freiraum zu Freiraummanager ist auch ein wilder Euphemismus. verschaffen. Doch diese Kunden sind für mich tatsächlich alles andere als frei, denn am Ende erkaufen sie sich Freiraum und genau dieser
sollte für uns alle kostenlos sein. Wer also ein Alibi braucht oder ein Doppelleben führt, fesselt sich in meinen Augen nur noch mehr und ist eben alles andere als frei. Ja, natürlich. Du hängst ja dann auch an dieser Lügengeschichte. Ne? Du musst sie dann auch durchziehen. Und auch Lisa, deren Vater jahrelang ein heimliches Doppelleben führte, trifft es für mich eigentlich ganz gut auf den Punkt. Also ich glaube, auf der ethischen, moralischen Seite muss das jeder für sich selbst entscheiden. Also ich glaube, die Agentur selbst ist da nicht irgendwie der Böse, sondern der fremd geht, der Menschen hintergeht. Der muss die Verantwortung dafür übernehmen und nicht die Agentur. Ja, in der letzten Konsequenz natürlich. Aber wie gesagt, man muss es den Leuten ja nicht noch einfacher machen. In einer idealen Welt sollte es also beispielsweise gar keine Alibi-Agentur geben müssen für zum Beispiel homosexuelle Menschen, die sich eventuell vor einem homophoben Umfeld schützen müssen. Oder auch Menschen, die beispielsweise am Fließband arbeiten und sich wegen ihres Jobs schämen, da wir in einer Gesellschaft leben, wo Menschen eben oft von Status getrieben sind. Und dass Menschen am Ende Geld bezahlen, um sich am Ende vor Diskriminierung zu schützen oder eben auch vor der Scham, ist eigentlich echt traurig. Und hier könnte man sagen, Ja, ist es durchaus. wird die Alibi-Agentur zum Symptom einer solchen Gesellschaft. Neben den Angeboten, seine Partner aufgrund von Doppelleben zu betrügen, finde ich von der Alibi auch die Angebote der Rache und des Sündenbocks sehr problematisch und moralisch nicht okay. Schau mal, was beim Sündenbock da Wie auch steht. die Angebote der Rache und des Sündenbocks. Der Sündenbock. Ich brauche einen Sündenbock. Wenn jemand anderes den Kopf hinhalten kann, sind sie aus dem Schneider. Jemanden die Schuld in die Schuhe schieben könnte. Nicht ein Arbeitskollege Schuld haben oder ein angeblicher Freund nimmt die Schuld auf sich. Wer könnte es an ihrer Stelle verbockt haben? Das ist auch Piegreude. Sehr problematisch und moralisch nicht okay. Und ich kann am Ende auch verstehen, dass wenn man beim Zuschauen den Klienten zuhört und deren Geschichte und Verzweiflung spürt, dass man da irgendwie emotional auch getoucht ist. Aber ich finde dennoch immer noch, dass gerade beim Thema Fremdgehen nicht die sich entscheiden zu lügen, die Opfer sind, sondern eben die Personen, die belogen werden und davon nichts wissen. Denn ich weiß selber, wie es ist, wenn Lügen emotionale Trümmerhaufen hinterlassen und in dem Fall verdienen daran sogar noch Agenturen ihr Geld. Ja, eben. Versteht mich nicht falsch. Nach all den Gesprächen mit den Klienten und Erfahrungen, die ich gemacht habe, sehe ich das Ganze. Okay, also die Klienten waren real. Nur die Sachen, mit denen sie interagieren musste, anrufen etc. bla bla, die waren Schauspieler. Okay. Also definitiv differenzierter. Aber ich finde es trotzdem moralisch verwerflich. Die Tatsache, dass es aber diese Agentur gibt, legitimiert gewissermaßen den Betrug auf eine bestimmte Art und Weise. Und das sehe ich sehr kritisch. Stefan Alben sagte ja, dass gerade am Ende des Tages die Aufgaben, die ich eben erledigen musste, wie das Telefonat, den Lockvogel oder das mit Schulden zahlt man zurück gestaged waren. Aber am Ende des Drehs, muss ich sagen, fragte ich mich, wer weiß, ob nicht sogar die ganzen Kunden und Klienten, mit denen ich am Ende gesprochen habe, auch Schauspieler waren. Am Ende des Tages. Ja, wie gesagt, aber Stand und Aussage nach von dem Dude ist ja, dass die Kunden echt waren. Da muss man sie auch Face Value so nehmen. Wissen wir es schlichtweg nicht. Aber ich finde, man kann jemanden, der sein Geld mit konstruierten Lügen verdient und das ja auch scheinbar sehr professionell, auch etwas misstrauischer gegenübertreten und. Nein. Ja, grundlegend kann man immer erstmal davon ausgehen, dass der lügt, wenn er das Maul aufmacht. Na, wenn er sich irgendwann mal gedacht hat, Alter, jeder Mensch, gerade die irgendwie sich mit irgendwas selbstständig machen, kommen ja dann irgendwann drauf, dass sie sagen, hey, ich habe hier dieses oder jenes Talent. Und schauen wir mal, ob er damit nicht Barne machen kann. Und das scheint ja bei ihm tatsächlich einfach das Lügen gewesen zu sein. Weiß ich nicht. Ne? Also ich würde solche Leute nicht in meinem Freundeskreis haben wollen. Sag ich euch, wie es ist. Vielleicht nicht sofort alles glauben. Denn wer garantiert uns, dass nicht das gesamte Porträt, das uns gezeigt wurde, eine einzige perfekte inszenierte Lüge war, um uns alle an der Nase rumzuführen? Denn man sagt ja so schön, wer vom Verkauf von Illusionen lebt, wird irgendwann selbst zu einer. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr von der Alibi-Agentur? Seht ihr auch, dass die... Ich halte von der Alibi-Agentur grundsätzlich gar nichts. Ne? Ich finde sogar die verständlicheren Services, die anbieten, so keine Ahnung, ne, ich schäme mich vor meiner Familie, weil ich nicht so erfolgreich oder homosexuell bin. Da halte ich es auch für besser, den Leuten das zu sagen. Und ganz ehrlich, Familie ist eine wichtige Sache. Aber die ist halt auch die steht halt auch nicht über allem. Und wenn deine Familie dich deshalb verstoßen sollte, weil du irgendwie einen schlechten Job hast
oder Homosexualität oder homosexuell bist, dann sind die gut weiter. Ne? Weil man kann ja dann auch nicht als Familie erwarten, dass die Person einen weiterhin bedingungslos liebt, wenn man das selber nicht tut. Versteht ihr? Also es ist natürlich, Familien verzeiht man mehr, ne? Und da ist man häufiger dann auch mal ein bisschen bemühter, wo man sagen würde, bei anderen Leuten hätte man vielleicht schon lange den Kontakt abgebrochen. Aber es gibt durchaus auch legitime Gründe zu sagen, hier, bis hierher und nicht weiter. Auch wenn das Familie ist, tut mir das nicht gut. Und dann ist es schwieriger, ne? Weil Familie sucht man sich auch nicht aus. Aber es kann halt dann auch sein, wenn man hier so einen Affentanz aufführen muss, und damit die Eltern nicht rauskriegen, dass man keinen guten Job hat oder eine gewisse sexuelle Präferenz hat, dann, weiß ich nicht, glaube ich, lebt man danach freier, wenn man die Leute damit konfrontiert. Vielleicht gibt es eine Überraschung und denen fällt was auf, dann, die checken dann vielleicht mal was und das geht ganz positiv aus. Vielleicht auch nicht, aber dann weiß man, woran man ist. Gesellschaft daran schuld ist? Versteht ihr gewisse Fälle? Habt ihr vielleicht sogar mal selber eine gebucht? Oder sagt ihr am Ende sogar, Jasmin, also dass es jetzt alles gestaged sein sollte, finde ich ein bisschen verrückt. Aber ich bin sehr gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir auch gerne Verbesserungsvorschläge unten in die Kommentare. Das war das allererste Mal, dass wir so ein bisschen investigatives Video gemacht haben. Das war sehr aufwendig, sehr herausfordernd. Wir sind ganz frisch auf dem Gebiet, deswegen... Ah, okay, also die hat sich gedacht, hier machen wir ein bisschen die Tomatolix-Schiene. Aber ich finde, das hat sie soweit eigentlich ganz gut. Also man hat gemerkt, dass sie so ein Format noch nicht häufig gemacht hat, aber die ist ja schon seit Jahren Profi irgendwie im Social Media Game. Ich weiß nicht, was macht die sonst? Also was ich mitgekriegt habe, wohl Gaming und Cosplay und so ein Shit, der übliche Schmutz. Aber ich check's, gar kein IQ, was die sonst so macht. Aber das hier fand ich ein gutes Ding. Fand ich ein informatives Video, auch wenn das Konzept hinter dieser Agentur mich maßlos ankotzt, aber ansonsten fand ich, das ist eigentlich eine gute Sache. Ja, hier immer auf jeden Fall Däumchen hoch. Ich verlinke euch den Kanal, schaut da mal rüber, wenn ihr da Bock habt, wenn ihr der Meinung seid, das war jetzt war ein stabiles, bases Video. Ich fand vor allem ihr Fazit am Ende, fand ich größtenteils noch sehr, sehr, sehr gut und kann man nichts sagen. In diesem Sinne, Leute, wenn ihr so fürchterlich unzufrieden in eurer Beziehung seid, dass ihr der Meinung seid, ihr braucht hier so eine Alibi-Dullis, dann spart euch das Geld, beendet die Beziehung und macht das, was euch glücklich macht. In diesem Sinne, Leute, Mad Love.